Ja, ich bin halt eine Bühnensau. Ich bin eine Bühnensau und ich weiß das. Und ich weiß, wenn ich jetzt sage, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, wird eh nichts. Der Master of Hellfire höchstpersönlich. Bürgerlicher Name Hubertus Wafra. Ein Komiker, ein Entertainer, der seit 12 Jahren im Zirkus lebt und arbeitet. Was für andere Leute ein Ferientrip ist, bedeutet für Wafra das wahre Leben. Mit seinem Wohnwagen und seinem Hund ist er fast das ganze Jahr auf Tour. Das ist fast einmal am Tag, dass so ein Moment kommt, wo man sagt, ich höre auf. Aber man macht es natürlich nicht. Aber es gibt halt so einschneidende Erlebnisse, wenn so ein Freund von dir verunglückt oder wenn zu Hause bei dir deine Eltern gerade tierisch Stress haben und so und du turnst irgendwo in der Weltgeschichte rum. Oder halt eben einfach auch mal eine Show richtig scheiße gelaufen ist und du sagst, nee, ey, das will ich nicht mehr. Aber das sind dann immer so Zustände, die halten dann so eine halbe Stunde an und dann ist es wieder weg. Als gelernter Pyrotechniker bereitet er seine Feuershows alleine vor, so auch heute. Und obwohl er sich noch keine größeren Fehler geleistet hat, sind Narben nicht ausgeblieben. Wenn du auf der Bühne stehst und da kommt Wind von zwei Seiten, dann fängt halt eben Feuer an, dort zu brennen, wo es gar nicht brennen soll, weil es ja vom Wind weggedrückt wird. Und dann, was willst du machen? Dann brennst du. Eigentlich ist er gelernter Hotelfachmann, doch er braucht den Nervenkitzel, sagt er selbst. Deswegen folgt schon jung der Einstieg ins Zirkusleben, später noch die Ausbildung zum Pyrotechniker. Er wird Feuerschlucker, Jongleur und Comedian, alles gleichzeitig. Ein vielseitiger Beruf, genau das hat er sich schon früh gewünscht. Ich habe schon als Feuerkünstler angefangen, als kleiner Junge. Und dann hatte ich aber natürlich Eltern, die gesagt haben, erstmal musst du was Vernünftiges lernen. Dann habe ich dann aber gesagt, so Jungs, und jetzt mache ich, was ich will. Aber damals wusste ich noch nicht, dass man damit auch Geld verdienen kann. Und meine Eltern auch nicht. Das hat er heute geschafft. Gemeinsam mit seiner Freundin hat er gefunden, wonach er gesucht hat. Hubertus Wafra und der Zirkus, wie eine Art Ehe. Und das bedeutet verdammt viel Arbeit. Zum Beispiel auch Nonstop Showtime, Zeit für seinen Einsatz. Von außen wirkt ein Zirkus chaotisch, Dutzende Artisten, viel Hektikpotenzial, aber nur auf den ersten Blick. Auch in Wafras Job gibt es Routine. Eben bei der Nummer, die Frau fing einfach an mit mir zu reden und hat mich völlig rausgebracht. Weil die mir irgendwas erzählt hat, dass ihr Freund ihr die Tickets zum Geburtstag geschenkt hat. Und so, hey, was erzählst du mir das jetzt? Hätten wir dir gratulieren müssen. Stimmt. Siehst du? Stimmt. 1- bis zweimal am Tag tritt der Entertainer für den Zirkus Flick-Flack auf. Doch auch mit viel Erfahrung schließt das keine Fehler aus. Das Tagesgeschäft ist eine Gratwanderung zwischen Leben und Tod. Für den Master of Hellfire gibt es trotzdem nur eine Richtung. Weitermachen. Naja, du hast auf jedem Festival ständig irgendwelche Rettungsdienste, die rumfahren. Und auf jedem Rockkonzert hast du auch Leute, die umkippen, weil es zu heiß ist. Oder weil sie zu wenig getrunken haben. Oder weil die Freundin gerade Schluss gemacht hat. Kurze Pause, einmal durchschnaufen, den Moment genießen, bevor er sich wieder reinschmeißt in die Manege. Und damit in die Welt, die für die vielen Menschen da draußen ein unvorstellbares Leben bedeutet. Für andere, wie zum Beispiel den Master of Hellfire, ist es dagegen ein Lebenstraum. So, ich bin wieder dran. Ciao, ciao.